Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Das heute ist zwar nur in An- und Abführung ein Freundschaftsspiel, aber gleichzeitig natürlich auch ein ernsthafter Test für diese beiden Mannschaften kurz vor Saisonbeginn, Sebastian. Ja, beide Mannschaften wissen noch nicht genau, wo sie stehen und ich denke mal, die Trainer werden auch gespannt sein. Beide haben große technische Qualitäten. Hoffentlich sehen wir die heute auch. Also Tom, wir freuen uns auf jeden Fall auf diese Begegnung. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Ja, unfaires Verhalten hier, überhaupt keine Frage. Natürlich gibt das Gelb. Ah, das war natürlich dumm. Noch so eine Aktion und es sieht rot. Ja, da sieht man gleich, der hat das Auge für den Mitspieler. Ah, viel zu spät, wie er da reingeht, aber er kommt nochmal glimpflich davon. Sprich, ohne Verwarnung. Das war ein klares Foul, genau vor der Strafraumgrenze, also da, wo man eigentlich nicht faulen sollte. Das ist eine richtig gute Freistoßposition. Jetzt die Augen nur noch auf den Ball gerichtet. Das wird eine Gelegenheit. Achtung jetzt. Ja, jetzt die Frage. Behält er die Nerven? Nur noch ein Abwehrspieler steht zwischen ihm und dem Tor. Das war knapp. Klasse zuspielen. Achtung, jetzt brennt's. Oh, die Gefahr ist noch nicht vorbei. Ja, und das sah gut aus, wie er den Ball da geklärt hat. So, jetzt wird's gefährlich. Und was für eine Parade. Das war eine Glanzparade. Das war eine 100%ige Chance, die er da vereitelt hat. Und jetzt kann er den Ball werfen. Schöne Aktion über mehrere Stationen. Und er passt den Ball weit nach vorne. So, jetzt stellt sich die Frage, was stellt er mit der Möglichkeit an? Er hat im Prinzip alle Optionen. Ecke. Und auf den Tribünen wird sich mancher sagen, na da schieße ich den Ball auch noch hin. Erstklassiges Zuspiel. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. So, das gibt die gelbe Karte. Der Ball war ja noch nicht mal in der Nähe. So, die Gefahr erstmal wieder vorbei. Der Ball ist geklärt. Ach, also bitte, das war eines der rüdesten Fouls, die ich je gesehen habe. Wo bleibt denn der Pfiff? Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Ja, und die langen Bälle, die kann er natürlich spielen. Da hat er Übersicht, da hat er ein Auge für. Super gemacht. Ich glaube, der flankt gleich. Der Ball ist im Tor aus und damit Abstoß. Ja, da hat er gut aufgepasst. Ja, das gibt Freistoß. Der Spieler
Wie ich sehe, machen sich da eine Reihe von Spielern neben der Seitenlinie warm. Und da werden wir jetzt wohl gleich mindestens eine Auswechslung erleben. Er behält die Übersicht und entscheidet sich genau für die richtige Anspielstation. Und es gibt Ecke. Und der Kopfball sorgt erstmal für Ruhe. Ja, Tom, den hat er richtig gut gehalten. Der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. Ja, gefällt dem Trainer. Kommt ganz sicher an der Ball und das bei der Entfernung. Die beiden Mannschaften werden hier wohl erstmal mit einem Unentschieden in die Pause gehen. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Ja, was für ein Solo. Nutzt er die Chance. So, das war jetzt aber ein richtiger Befreiungsschlag. Ja, das Kopfballspiel, das hat er drauf, ohne Frage. Und nach 45 Minuten haben die Zuschauer noch keinen Treffer gesehen. Ein verrücktes Spiel. Beide Mannschaften haben hier in den ersten 45 Minuten tollen Offensivfußball gezeigt. Nur Tore waren bis jetzt Mangelware. Mal sehen, ob sich das in der zweiten Hälfte ändert. Die zweiten 45 Minuten können beginnen. Und die zweite Halbzeit läuft. Und mit solch langen Bällen kann man auch mal eine ganze Abwehr aushebeln. Ja, das war klar. Da muss er Freistoß geben. Ja bitte, warum soll man es nicht mal mit Köpfchen versuchen? Jetzt hat er die Situation geklärt. Ja, gucken Sie mal, das war ein Kopfball wie aus dem Lehrbuch. Ja, das war eine richtig schöne Kombination. Freistoß. Was für eine Freude, was für ein Tor. Ein fantastisches Tor. Es kann so einfach sein, aus Standardsituationen Kapital zu schlagen, wenn man sie oft genug trainiert. Was für ein Freistoß. Sowas kann man ja kaum lernen. Ja, und er hat einfach den Blick für das Spiel. Und der lange Ball kommt an. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Da machen wir es kurz, einfach nicht zu überwinden, dieser Abwehr. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. Ein wunderschöner Pass. Der Verteidiger fälscht den Schuss ab. Weit nach vorne geschlagen. Ja, überhaupt kein Problem für den Verteidiger. Ja, jetzt könnte sich hier was entwickeln. Und das kann er ja. Lange Bälle spielen. Oh, warum geht der denn da so rein? Das muss Freistoß geben.
Schauen Sie mal, was der für ein Auge hat. Oh, super. Und wenn jetzt die Flanke kommt, dann ist die Gelegenheit da. Mühelos fängt der Keeper diese Flanke ab. Ja, und so hat der Torwart erstmal souverän geklärt. Ja, es könnte sein, dass er die Situation damit geklärt hat. Ja, und das kann er. Die Pässe spielen aus dem Fußgelenk. Und den hat er so gerade eben weggespitzelt, den Ball. Ah, klasse Körpereinsatz von ihm und ganz fair. Ja, und wie er den Ball da weiterleitet, sofort, das sieht schon gut aus. Ja, das nenne ich Einlauf. Das war beim letzten Augenblick, dass er da irgendwie mit den Fingerspitzen noch hinkommt, der Torhüter. Beinahe wäre es gelaufen, aber der Torwart rettet hier noch und hält seine Mannschaft im Spiel. Es gibt verdientermaßen Applaus. Toller, langer Ball. Und er findet den freien Mann. Ja, da hat er den Braten gebrochen. Und damit öffnet er das Spiel. Der Freistoß, den muss er geben. Er war ja noch nicht mal am Ball. Keine Verwarnung für den Spieler. Der Schiedsrichter hat wohl seine Kontaktlinsen vergessen. Und der Pass, das ist das Tor. Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht. Also so langsam müssen sie es aber gemerkt haben, dass das ein ganz gefährlicher Spieler ist. Der hat ja schon zweimal getroffen. Da sieht er die Lücke. Gut gemacht und das Ganze per Kopf. Und solch einen langen Ball spielst du nur, wenn du ein gutes Auge hast. Und zu Recht unterbricht der Schiedsrichter die Begegnung hier mit dem Freistoßpfiff. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Und ganz weit nach vorn gespielt und der Ball kommt auch noch an. Der Schiedsrichter gibt nur Freistoß. Der Spieler ist verletzt, aber es gibt noch nicht mal die gelbe Karte dafür. Auch wenn er sich hier vor Schmerzen am Boden wälzt, der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Schön abgeblockt den Ball. Da steht die Mauer genau richtig. Der Torwart wirft den Ball ab. Ja, ich glaube, da gibt es keinen Zweifel. Sie haben heute verdientermaßen hier als Sieger die Partie beendet. So, ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer für die Aufmerksamkeit. Und ich bedanke mich auch bei Sebastian Hellmann für seine Kommentare, für seine Analysen. Und ich, Tom Bayer, bedanke mich auch bei Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.